Heute hat mit Patricia van de Weken bei unserem Podcast. Und hat uns erzählt, wie hat man Druck von den Medien für ein Olympia einzugehen, wie sein Deal mit Nike zustande gekommen ist und was sein Plan für die Zukunft sind. Viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Schon mal merci, dass du Zeit geholt hast. Merci, dass ich kommen konnte. An dem busy Schedule heute. Hast du heute angefangen oder was? Mal trainieren. Ich habe eine Mail angefangen. Okay. Also das ist echt Woche. Geht sauer, aber ich meine. Das ist die erste Woche nur der Olympiade oder was? Oder Ja, nur also- was? Das ist ein Nee. Break, gell? Hast du? Ja, also schon 3 Wochen nicht gemacht. Drei Nice ganze gemacht. Wochen. Und dann, ja, war halt die erste Woche ein bisschen back to normal. Und dann machen wir halt progressiv über die nächsten 3 Wochen halt immer mehr. Und dann sind wir wirklich so rum wie 4 drunter. Und dass du 3 Wochen Pause musst, das ist einfach just einmal im Jahr oder so, hast du gell? So, Ja. das war so den großen Vakanz quasi. Also Ja. geht nicht, das ist dick sauer. Am Anfang, wenn du 3 Wochen Pause musst und dann müsst ihr Sprint laufen, 100 Meter, wie viel mich schlecht bist du dann? Oh, katastrophal. Ja. Plus, das ist gefährlich. Also so Ja. muskulär, der Körper ist einfach so komplett raus. Mega den Schock to the System quasi. Also ich meine, da kann gar nicht gehen. Nee. Okay. Wirklich? Nee. Also aufgesehen von Verletzungen, also wenn du just Zeit müsst abschätzen, wäre wirklich so genre von, keine Ahnung, 11 Sekunden, 10 Sekunden, ob 20 Sekunden oder so. Boah, 13 oder... du gibst mir ja schon 2-mal laufen und 20 Sekunden. Da kann ich auf Stehen bleiben. Ich verschicke mich froh. So, also es ist drastisch nicht schlecht oder so ein bisschen nicht schlecht. Das ist schwer so. Und also schon noch nie so etwas gemacht. Aber ich weiß nicht. Also das ist schon wirklich ein größtes Stück. Aber also so 11,50 vielleicht. Ich weiß nicht. War das schon mit dem Personal Best? 11,00. 11. Die ist ein halbes Sekunde. Und das ist über viel, ja. Ja, Und Ein bisschen 20. für wann ist das wäre gefährlich? weil meine Muskeln gar nicht mehr präpariert sind. Also wir haben so viel Krafttraining an der Woche, wenn ich dann über 3 Wochen effektiv nicht mache, dann ist das zack fort. Also ich war auch effektiv der Main, denn wir gehen immer auf so ein bisschen mehr fancy wo für ein bisschen ja, Bestandteile von unserem Körper zu ja. müssen. Und schon über 2 Kilo aufgeholt, par rapport von meiner letzten Kurs und par rapport von do bis halt wirklich schon mal noch developiert haben. Und ich habe ein Stück Muskel verloren, das heißt, ich meine, das wirklich, 2 Kilo Muskel aufgeholt. ja, plus minus, also, So. ja. Für wie Geht viel wirklich so, insgesamt? Wie viel Muskel wollte ihr so? Oder das weiß ich mir nicht. Ah, okay. Da muss ich wirklich schon im Detail gucken. Okay. So Prozent Ja. und wie viel das ist? Ja, also schon wirklich so, ja, also 2 Kilo am Gesamten, Ja. gell. Also schon wahrscheinlich doch ein bisschen ja, schwach beigeholt, weil ich halt Ja, okay. nicht mehr Ja. so abgepasst habe. Ja. wie- Muskeln aufgeholt, Speck dabei. Ja, Humbling. Ja. Also, wenn es Sprint aber ist es gut, mehr kräftig zu sein, oder? Ja, schon. Okay. Par contre, du musst halt aufpassen. Also alles, was du mehr weißt, musst du mit deplatzieren. Das heißt, du musst halt ein bisschen gucken, wie viel überhaupt Sinn möchte. Mhm. Ja, mit das alles nicht so Menge Arbeit anzuschätzen. Wie das auch so Usain Bolt, also sie sind auch Oberkörper krass muskulös, gell? Weil du kennst ja meinen, das ist just Bein. Mit Ja. das einfach auch der ganze Körper, oder? Ja, schon. Also bei mir trainieren wir nicht isoliert. Also man, ich meine, Das ist vielleicht nicht Bizeps Curls. Nee. Also wir machen Bankdrücken, aber ich meine, du gingen halt das Loch so und das ist kein Arm. Aber ja, wir machen viel so die Olympic Lifts und das hat alles auch über Oberkörper, also Umsetzen, also wie steht das plötzlich, also Epaulet, Arraché, die Geschichten. Ja, genau. Ja. Muss ich Oberkörper auch trainieren für so, du ziehst auch mal näher am gell? Ja, klar. Ah, ja, bestimmt. Mir das bei uns bist so halt Teil von einer Übung und nicht isoliert. Also ich werde noch nie Bizeps Curls oder so machen, also das nicht. Okay, aber was trainierst du am liebsten? Oder welchen Training musst du am liebsten? Das ist schwer so. Also wenn man halt mehr noch in Kompetitionen kommen, dann habe ich gerne einfach so die Accelerationstraininger, entweder mit Resistenz und dann noch Starter oder jeweils sogar just Starter. Das mache ich gerne. Da doch nur nicht so ewig wie im Moment. Aber ja, also das sind echt so Kompetitionsmensch. Also schlafe gerne in Kursen und dann Training. Manchmal, weil ich muss machen. Fair, ja.
Was ich interessant fand, an dem Podcast, wo ich da gesagt habe, wo ich gleich hat von RTL, du siehst also ein bisschen noch angegangen, so die Analyse, weißt, dass du gut bist am Start, dann ein bisschen mal gut an anderen Sachen. So, weil ich immer gedacht, das Sprint, das ist so ein kurzer Kurs. Ich finde das interessant, dass sie das logischerweise aber auch so erdeelt, für die Analyse noch viel besser zu gehen. Ja, nee, also es sind wirklich verschiedene Phasen. Wie viel geht da dann? Ja, was geht das? Also das ist halt dann der Start, die Acceleration und dann quasi dein Fullspeed und das kannst du halt bis zu 50, 55, eventuell 6 Meter halten und dann verlierst du sich unter U-Vitesse. Okay. Und den halt schlussendlich dann zum Schluss 4 U könnt, als halt den die Perte Vitesse kann am besten ja, Gegenteile quasi. Okay. Ja. Auf wie war geht dem los? Weil das ist so kurz, aber. Das heißt, Ja. ob denen paar Sekunden kannst du schon nicht mehr die Vitesse halten. Nee, nicht richtig. Also du hast halt dann den Point de Vitesse und die hältst du dann eine kurze Zeit und dann der Körper kann nicht mehr sehr gehen quasi. Okay. Und das zu halten ist halt, ja, dafür musst du trainieren. Das heißt, du gehst mich schnell und dann mich los. Ja. Okay. Und du musst auch probieren, so los wie möglich mit los zu gehen. Aber 200 Meter Lauf, hast du von dem Point de Vitesse auf derselben Platz, selbst sehr wie bei 100 Metern, da warst du mir lange los? Oder könnt ihr mich spät? Ich meine, das hängt ein bisschen vom Profil auf. Also sowieso, Ja. das ist mehr schwer, an der Kehr zu starten und dann halt den Vitesse abzubauen, Ja, also zu beschleunigen. Das ist halt schon mehr kompliziert, weil du halt Ja. musst den Schildern verlagern, dies, das. Also das ist kompliziert, kann am Anfang auch selber noch nicht mehr gut. Du willst da doch mal, gell? Ja, also so probieren am Wand ein bisschen an der Halbfleisch zu laufen und dann halt draußen mich ein bisschen da rund zu tasten. Mit das ist halt eine andere Disziplin, das ist kompliziert. Also boah, das klingt mega blöd, weil das halt trotzdem noch eine Sprintdistanz mit das mega anders ist. Und das Durch die Käfer, oder was? nicht einfach durch den Effort, den halt Okay, ja. doppelt so lang ist. Das ändert schon ein bisschen. Während ich meine, ich werde noch ein bisschen gehampelt gehen die nächste Woche am Ende. Ja, ich meine... Steht da ein Training von 200 Metern von am W400 oder ist das dieselbe Training? Das ist nicht unbedingt das nämlich. Also klar, du musst halt trotzdem nicht dein Krafttraining und so machen, das ist ähnlich. Du musst halt mehr lange Distanzen laufen. Und weil du die halt musst laufen, wirst du dann auch mehr fragt für halt die anderen Traininger. Und es muss halt dann, egal wie ein Training adaptiert gehen. Ja. Du stehst du selber, also ist das nicht so kontraproduktiv für den Karriere über 100 Meter? Ich meine nicht. Ich meine, dass man halt den Volumen, den ich dann mehr laufen, über 200. Ich meine, dass dem mal weit helfen für bei mir 100. Ah, für mich lang. Also, Für Hunde raus, besser zu sehen. Wenn du einen Marathon bist, legst, dann immer schnell zum Schluss. Ja, das wird nie geschehen. Willst du nie Marathon laufen, meinst du? Nee, ich meine wirklich nicht. Ja, also wenn Semi. du 45 bist. Hast du, komm, mal machen. Nee, ich meine, wenn ich fertig bin mit meiner aktiven Karriere, sind ich fertig. Also, dann werde ich nicht Marathon oder so laufen. Aber okay, never say never mehr. Also, nee, das ist immer so. Geil, so ein Training ist aber mehr so wie Sprintlaufen, oder? Das ist anders das. Also, wir machen halt dann Laktatsachen zum Beispiel. Und das tut weh. Also, das tut einfach weh. Das ist mir kurz, mir tut trotzdem weh. Oder halt im Marathonläufer werden wir dann in den Kraftraum gehen und da maximal Kraftsachen machen oder den neues Ausdauer, also so Speed Endurance am Kraftraum Sachen. Also wirklich so, ja, mega schwer, mega sehr. Das aber. Klingt flott. Okay, also ich gebe aber viel lieber da mal wie Marathon. Ja, ich auch. trainieren. Ja. Du siehst das so wie von so durch die Qual weg. Also, Ja, mehr im Moment leiden nicht wirklich. Auf eine Woche ist das dran anders. Dann ist es nämlich so schwer. Egal, also ja. so, aber. Wie ist der Start? Wie kann ich das vorstellen? Weil, also just, du hörst die Pistole und dann lebst du. Das heißt, du antizipierst nicht. Nee, also das ging ich keinem Euro. Okay. Also da geht ja disqualifiziert, weil den halt vier Starter lebt. Aber wir haben halt an den Startblick so Placken, die halt in Reaktionszeit müssen. Aber wenn du dazu sehr was, dann geht es richtig raus und dann was raus. Das heißt, du darfst mal nicht anfangen. So. Nee. Okay. Nee. Und hat das einen Impact, wie sehr die Reaktionszeit da ist? Also trainierst du dadurch so, genre, wie schnell zu reagieren?
Nicht direkt, also am Anfang nicht. Mit möchte die größten Unterschiede nur an der Endzeit. Also wenn es einfach 100 drauf ist vom Start und dann ist es halt blöd, ne? Hast du schon viel Start, meinst du? Nee. Nee? Krass. Das ist das Neue, was oft hier kennt. So. Doch schon, Männer, also auch Championat haben halt Männer, weil, also das ist ja blöd. Ja, definitiv. Ich wollte kann mal viel kommen. Also Heinz, du meinst, wenn du so viel schießen, du lässt eine Norm an drin und du willst die halt dann hinkriegen und da siehst du, aber okay, ich probiere. Ich probiere meine Chance, das gut antizipiert zu kriegen. Aber das ist halt, ja, ein bisschen blöd, wenn du dann zurückgeschossen gehst, weil dann was du gerissen vielleicht, stellweise kriegst du das Ding so nicht, das ist warm gemacht vielleicht. Also ja, das ist einfach blöd. Ja. Aber als der Start-Apps, worüber du da Gedanken machst, so viel drin, also oder als das Apps, wo du so was, okay, Start ist easy. Ja, also schon halt so ein paar technische Aspekte, die ich soll umsetzen. Da konzentriere ich mich beim Warmmachen ein bisschen drauf, aber wenn das dann passt das normalerweise. Und dann anschluss geht halt just darum, viel zu reagieren, also so selber möglich zu reagieren. Aber wenn du bis an dem, also wenn du bis beim Startblock stehst, dann überlegst du nicht so viel. Also dann ist das einfach. Aber während den 11 Sekunden, wo du lebst, denkst du nach so, oder was das in deinem Kopf? Nein, es sind dann in einem Tunnel, also meistens kann ich mich auch nicht um den Kurs erinnern. Außer wenn es wirklich schlecht war, dann sind so, okay, boah, das war blöd. Aber wenn gut ist, dann normalerweise nicht. Also das ist schwarz. Du lebst einfach. Ja. Du denkst doch, alle, komm. Nee, du Okay. lebst. Nee. Aber Ja. 11 Sekunden ist so schnell fertig. Ja. Ja. Weil ich war auch eben als Kann so ein bisschen an der Leichtathletik. Und da weiß ich noch so, weil das sind normal Kurs, weil das da ist so 400 Meter, 800 Meter so die oder über die lange Sache. Okay. So. Und ich war die ganze Zeit gedurcht. Spital bin ich jetzt fertig. Beim Laufen, das hat immer so. Ja, aber ich meine, wenn du halt lang lebst, dann hast du auch mehr Zeit zu überlegen. Ja. Also, Mal du weißt, ja. Auch lo, wenn du so joggen gehst, die ganze Zeit so. Findest du eh? Ja. Nee, Laufen ist am Anfang so die besten Dinge am Anfang für Cardio, fand ich. So an. Ja, Das ist schon so langweilig. ja, So normal laufen gehen. ich mag ja laufen. Muss ihr nicht Sport Lever wie laufen? Nee, ich mache nicht anders. Das ist kein anderer Spruch. Nee, und klingt wahrscheinlich ein bisschen ignorant so, aber das ist auch nichts, was mich mega interessiert, selber zu probieren. Also am Sommer gehen kannst du mit meinem Hauptwelle fahren, einfach so viel bisschen etwas zu machen, dass ich nicht komplett sind eben an der ersten Woche. Mir so, nee. Beachvolleyball. Obwohl, das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Ja, cool. Als dann echt so als so schnell an der Vakanz und Spaß. ja, so Ja. sehr mich ein bisschen. Ja. Doch, das war, ja. Das ist kein richtiger Spruch. Sehr umgeschmissen. Wie war dann für dich die Olympiade? Hast du viel Druck? Ja, schon. Also von außen mir gehen halt das aber mehr Interesse da ist und mehr so Mediatension, Reser längs und nicht verreden, hat gern Heuing, Probier. Podcast. Und dann ist halt, ja, du spielst halt schon, dass die Leute sich interessieren oder ja, ein bisschen mehr halt drauf gucken. Und dann muss ich noch probieren, um da zu gehen und das ein bisschen so auszublenden. War das easy für dich, das auszublenden? Ja, das gegangen. Also, ich muss sagen, wir waren noch viel am Stage. Ich war viel einfach gut heu, aber mich da Leute gefragt und so, oh Patricia, kannst du denn? Also ich so, sorry, ist nicht so. Der gute Excuse. Ja. Das ist mir einfach sehr effektiv dann zu so und so, ich habe keine Zeit. Ja, der Chef war dann ganz okay. Und dann der Kursel und hat mich Föderation, mein Trainer, sind wir schon ein bisschen probiert auszulochieren, für das sie halt schon eine Sachen da machen. Das ist einfach dann, man hat den Hund mehr, ich meine, natürlich so weit Verein und so gemacht. Ja. Möchtest du Spaß? So Media, so Genre zu schwarze für Kamera, so Sachen. Ja, also ich war halt mega scheu, wo ich bis mir war. Es geht besser. Ich fand cool, weil ich meine, wenn man sich halt für etwas so interessiert, wenn man sich nicht auskennt, dann ist es halt schon besser, wenn man so Leute hört, die dann über hier lieber schwatzen, was zu machen, wie das ausgesagt. Also ich gehe gerne ein bisschen so Insights, wenn ich nehmen kann. Helfen oder motivieren, auch so EW anzuschlagen, der Mannschaft gerne. Ich gehe es rekommandieren, ja? Ja. So gerade Hause noch. Mal Wasser. Nee, sorry, also das ist wirklich, das ist cool. Also
Gehen halt Sachen, die manchmal lieber wie andere Sachen, aber generell fand ich immer ganz interessant. Und hast du mehr Druck von Bausen oder hast du dir selber mehr Druck gemacht? Also schon so meinen eigenen Druck, wo ich nicht wirklich geholt. Bis halt in der von mir Kurse und ich habe gemerkt, so, boah, okay, das ist aber nicht so relax wie normalerweise. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie war das halt, du immer so abkommst, weil bei der EM war ich auch okay und das war halt aber auch schon nicht ohne, so von den ja, Mädchen hier an halt meinen eigenen Erwartungen und so weiter. Aber ja, dann habe ich mal gemerkt, so, boah, okay, das ist ja kann werden. Ja, Was hast du da gemacht, Mojes? Finde ich, was du glaubst, wie viel Uhr? ich sehe, die Serie war Mojes, relativ frei am plus. Ich meine so zwischen 10 und 11 oder Okay. Ah, mit das easy, dann müssen nicht so viel Zeit drin. Nee, also es war frei, ja, Freitag, sagen wir so. Ich hatte auch nicht so viel Zeit für zu stressen, mir dann merkst du aber dran, dass man noch gut schlafen kann, sondern stellst du ein bisschen froh und machst so, okay, ich drehe mich rum. Das ist halt ein bisschen blöd, aber ich meine, das lehrt halt auch noch der Zeit, für ein bisschen besser mit ins zu gehen. Aber was waren die Erwartungen? Für die Olympische Spiele, Ja. Also ich wollte ob man ans Halbfinale kommen. Mein World Ranking war ja Top 15. Das heißt, ich wollte halt wirklich Top 15, also nur wie möglich halt um die Finale kommen. Das heißt, ich war an meinem Ziel dran. Ich war trotzdem nicht mega zufrieden. Also schon aber politisch gebraucht, für ein bisschen das an den Kontakt zu setzen und halt dann trotzdem stolz auf die Leistung an der W und halt alle drumherum zu sehen. Aber ja, also ich konnte nicht hin, so aufzuliefern, wie ich es die ganze Saison gemacht habe. Und das hat mich ein bisschen genervt, aber das ist okay. Also mittlerweile kannst du ganz ja, hochfrisch drauf sehen. Ist die Idee, du noch warst du so bis zu einem Down oder wie? Oder warst du einfach so generell bist du gesagt oder war es wirklich so, dass du so frustriert warst? Nee, also ich ging nicht so frustriert. Und plus ich hatte nicht so viel Zeit für meine Gedanken zu machen, weil ich hatte dick viele Sachen zu tun. Also wir sind eben dann an Maison de Luxembourg gegangen, ich muss bei Sponsoren gehen, ich bin wirklich von einem Platz auf den anderen Platz gelaufen und hatte auch nicht so viel Zeit für da mal größere Gedanken zu machen. Was gut ist am Anfang. Da weißt du, weil dann so Genre lang so an dem Eck wärst und dann ist aber immer so anfangen, so über Sachen nur zu denken. Ja. So das besser dann aufgelenkt zu sein einfach. Ja, Oder? ja, also so dramatisch war es auch nicht. Nee, ja, für generell auch so keine Uni, weißt du, nur Examensphase und ich Ja. lebe einfach dann direkt Sachen zu dienen, wie oder zu die gehabt, wie Genre du hast nur da Examensphase so ein Loch gehabt, so wenn man war so okay, war das so langweilig, aber weißt du so. Ja, dann ja. ist es so, Aber dann hielt es halt mich spät. Also das ist ja am Anfang aber nicht anders. Das ist halt okay, mich ich verstehe, spät, was du meinst. nicht so instantly. Ja. Ich bin nicht zufrieden gewesen, wenn es der Finale kommen wäre. Nee, wohl nicht. Also die Mädchen, die eben an der Finale waren, sind halt ein Krach besser noch. Also du hast gar kein Problem. Ich war einfach nicht froh über mich selber, weil ich einfach nicht das konnte aufrufen, weil ich die ganze Saison gemacht habe. Also das ist einfach nicht zu 100% so gewesen, wie ich mir das erhofft habe quasi. Also das war echt also das. Also die Platzierung ist fein. Also du hast wirklich nichts drum zu machen. Es sind an meinem Ziel gewesen, dass ich am Anfang hätte ich auch nicht müssen direkt so enttäuscht sein. Ich meine, das ist halt normal, wenn ein Elite-Sportler ist und du willst immer mehr. Und wie man aussieht, halt, weil du hast nämlich gut genug und du willst halt dann immer mehr. Und, ja. Am Anfang, den Mindset fand ich gut, weil ich muss sagen, wir hatten pure Sportler, die so sind, okay, mein Ziel ist so, keine Ahnung, 50 zu gehen, weißt du? Ja. Und ich verstehe nicht, wie dein Ziel immer nicht kann sein, so Besser zu gehen. besser zu sein. Ja, ich weiß nicht. Also bei uns, wir sind noch mega so performance-driven am Gruppe, so, weil also ich trainiere mit einer Schwedin hat als U20 Europameisterin gehen und eben auch Victoria Rausch. Also wir haben alle Ziele und du merkst halt so, geht für ihn, will halt an seinem Bereich halt besser gehen und dann misst halt der Schrott und dann musst du, okay, cool, mir das geht man nicht durch. So, du willst halt immer mehr und
Ich meine, du musst noch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so ein bisschen nicht so viel gar kein Geld mehr. Ja, wir sind da gut enkadriert, das passt schon. Das lehrt er doch aktiv, oder was nennst du enkadriert einfach so vom... Ja, also wir lernen halt viel von anderen auch. Also wir sind halt immens viel auf Stagen und dann tauschen sich halt durch die Unternehmen aus. Ja. Und dann eben haben wir halt die Strukturen, wo man darauf zurückgreifen kann. Also der Liebste oder der Cousin, ich meine, wenn du rufen, hallo, ich brauche Support in dem Bereich, dann helfen sie einem da. Also da können wir es nicht beklagen. Ja. Okay. Du warst aber schon so der gehypsten Athlet von Lützeburg, oder? Hast du das gespürt? Ja, also ich will das nicht so. Also an der Leichtathletik allein, meine ich, waren wir alle gut zu einem guten Niveau. Das ist ganz klar. Also ich meine, mein Bob, dass die Arbeit dann noch in Ost, den der Kussel da hat. Und ich meine, jeder Verein, den halt da war schon da für, also nicht nur für dabei zu sein. Also ich meine, jeder Verein hat ja aber seine Ziele. Ja, also genau. Das war eigentlich gut so diplomatisch. Und du konntest über die Pfanne drüber, gell? Ja, bei der Aufschlussfeier. Ja. Ja, bei der Eröffnung waren der Bob und Christine. Christine, ja. Nee, Quatsch, der Bob und Nichalin. Ah, ja. Ich will davon nur Christine war zu Tokio, ja, das war... Das ist ja auch so krass, Nichalin. Übertrieben. Aber mega herzig. Also, ja. Mir hat schon das Kind zu euch, gell? Nee, also vielleicht ein bisschen. Wir waren mit dem Schätzen dann auf Englisch. Genau. Nee, mega herzig, ja. Wie war dann dir nähen, so die Lützeburger, die matt waren, so eher Entente? Also ich fand, dass Stimmung am Team Lützeburg war gut. Also die meisten Hund halt auch viel anerkannt. Ja. Also die eben zu Lützeburg trainieren, am Spruch, die sie waren, obviously die Athleten halt besser. Das war wirklich cool. Und dann halt die ich nicht so kannten, die Leute halt dann auf Platz ein bisschen besser kennen. Also schon cool, weil das halt dann, also wir sind immer dann zusammen erst gegangen, wann es halt gepasst wird. Und dann, ja, lernen halt ein bisschen Sachen über eben andere Sportler, andere Sportarten, wie sie hier in W leben. Ja. Was du auch gesagt, wie der falsch gewinkt hat? Gesagt, wie was? Wie der falsch gewinkt hat. Ah ja, das war ein bisschen schön. Und plus wir konnten halt nicht dafür. So den Monsieur, den halt. Ja. Ein bisschen da gefällt. Ja, das war wirklich schön, weil also ich kriege über viel Nachrichten so, oh, wir haben halt in die falsche Richtung geguckt. Hä, mega schön, wir haben die ganze Zeit gewacht, bis letzte Mal. Und dann hat er direkt gedreht. Ja, das war ein bisschen enttäuschend. Ja, das könnt ihr hoffentlich nicht mehr. Du wirst das. War nicht euch schuld. Dein ganze Social Media, müsst ihr das alles selber? Ja. Und müsst ihr das für so Sponsoren und so, weil du hast ja auch schon über 25.000 Follower auf Insta. Bringt das ab so für Sponsoren? Ja, bestimmt. Wir brauchen nicht du wennst da, also klar, halt, du musst Sachen posten, weil da an Kontrakt drauf steht. Ich fand cool, einfach ein bisschen zu delen, was ich so machen, wie ich trainieren. Ja, mich halt so ein bisschen auszutauschen. Schon krass, wie viele Views du den Reels kriegen. So auch den Bob Erdmes Lefer. Kriegen auch so viele Views, die Lefer-Videos. Mir hängt wirklich von der Aufwärts der Post, wie nächste Post an. Für allem, also schon ein paar Videos halt auf meinem Instagram so gedeelt, die eben dann World Athletics gepostet wird oder so Diamond League. Und das halt dann abs anderes. Also die Leute gesehen hat, weil sie dann der Plattform folgen und nicht durch mich. Aber das bringt man dann halt auch mehr ein bisschen so Reichweite. Ja. Also mal gut. Mehr. Also schon halt immer mehr so dann die Amts, wo Leute so ein bisschen die Influencer Kollaborationen machen wollen, das also nicht unbedingt also was ich machen will. Ich meine, wenn ich halt effektiv will, ein bisschen DW ausschlagen, dann wäre das halt definitiv machbar und definitiv hilfreich, ein bisschen mehr Followers zu haben. So Philipp, du weißt ja, dass ich mir gleich ein Appartement kaufen. Ja, ich wollte effektiv nach froh, wie du das mit der Assurance gemacht hast. Das ist effektiv ein ganz gut froh, weil ich habe verschiedene Assurances nicht verglichen. À mon avis hat AXA die perfekte Solution. Bei hinten im Site kannst du nämlich direkt deinen Tarif simulieren. Ah, das klingt ja perfekt. Und wie sieht das da konkret aus? Du gehst einfach auf devis.axa.lu,
du gehst den Informationen an und dann an ein paar Klicks kriegst du direkt eben die Simulation von dem Tarif. Und das Ganze ist mega einfach, geht mega schnell, alles ist inklusive. Du gebe ich dir rekommandieren, einfach es selber auszuprobieren, indem du auf den Link hier an der Beschreibung klickst. So Philipp, ich will mir so gern ein Auto kaufen. Aber ich kann die Suen einfach nicht zusammen gespurt. Oh, du Armen. Kannst du doch nicht Mia von der Spur käse? Nee, wen ist das? Mit Mia als der virtuellen Assistent, den dir hilft, den Objektiver zu erreichen. Hier berechnet auf Basis von deinem Einkommens und deinen Ausgaben, wie viel du auf verschiedene Projekte kannst spuren und hilft dir so, den Dreh zu erreichen. Ach so, das klingt aber top. Ja, das fand ich auch. Geh einfach an dein Asnet von der Spurkäse und da guckst du dir das an. Aber wenn du unter 30 Jahre alt bist und ein Zebra Premium-Konto hast, dann kriegst du auch ganz extra Tarife für Präpersonal für dein Auto. Oh, wie flott, da kann ich mir aber vielleicht mein Traumauto kaufen. Das sind so Influencer, die dir schreiben, sollen mal ein Video zu machen, wo wir laufen, oder was? Oder Nee, wie nee, meinst du? nee. Also, weißt du, genre Weben mit Influencer, genre, dass der Produkt kriegst. Ah, okay. Ja, Das ist so nicht ist Influencer-mäßig. Nee. Machen. Machen, ja. Okay. Ja, Machen, die wollen Influencer machen. Ja, okay. ja. Nike hat auch, du hast ja was auf dem Gebäude. Was war das? Ja, also ich bin von Nike gesponsert. Das war ein bisschen eine interne Kampagne, dass sie halt die Vereine, den an irgendwelcher Form mit ihnen assoziiert, das halt dort reprojektiert haben. Ja, das ist sick. Was Ja. ist das von der gesponsert? Was, also, Kriegst wie gesagt, den Deal aus? Ja, also das hängt halt von den Leuten auf. Also, halt, ohne nur ein Detail bei dir zu machen. ja. Mir hängt halt davon auf, also aus deinem Platz du kannst und halt welche Niveaus du hast von allem. Und dann wird das halt dann abgedeelt. Entweder du hast dann, ich weiß nicht, just Schungkleider, die Geschichten oder halt effektiv dann mal zahlen, dass du dann eben x-mal am Jahr halt so ein Sum Puh, du hast was mit Ferrari. verstehen. Nee. Ja, also hängt ein bisschen von der auf an, ja, das ist. Weil lo just von Laufen geben zu leben als sauer, gell? Ja. Oder? Weil du hast ein bisschen so an dem Podcast eben du mal RTL gesagt, so mit der Diamond League Gewinner kriegst du 10.000 Euro. Ja, Dollar, ja. 10.000 Dollar. Aber wenn da so schon so Gewinnerssumme ist, am Vergleich zu anderen Sportarten ist ja halt Nicht viel. nicht viel. Ja, also effektiv an den eng Diamond League lebt an dann du gewinnt, kriegt den 10.000 Dollar. Mehr gibt halt TVA aller Subs Ja. aufgehalten, plus dann ein dein Tor vom Manager. Ja. Das heißt, dann sind halt sehr so die 30% fort. Ja. Anschwingen dann. Ja. Geht halt auch sehr Männer und es geht halt auch sehr Männer an der Platzierung. Also wenn du nicht mehr feiert bist, dann wirst du halt schon eine kleine Fraktion davon. Und ja, das ist halt kompliziert. Ich meine, wenn ich will halt an dem Profibereich über die Runde kommen, wir sind halt im Circuit laufen, weil du kriegst ja halt dann auch nach dem, was Primen von den Sponsoren, wenn du der an der Platzierung lebst oder der an der Zeit lebst. Also du kennst halt nicht erlernst und du weißt halt auch nie, wie es dir halt stehst. Also kann ja mega gut gehen, dann verdienst du schon okay etwas, aber du kannst auch gerade so gut verletzt sein, viel Start machen, krank sein oder irgendeine andere Probleme und dann hast du nicht. Aber das, was du für die Fotos sind, also interessant. Sind Sponsoren mehr interessiert effektiv und denen Sachen, die du gerade so hast, oder auch und so Social Media zu einer? Oder froh sie die gut nicht? So als Leistung, wie ich, oder? Ich meine, das hängt von der Marke auf. Okay. Das sind halt die eigentlich mehr Wert, ob Performance lernen, andere lernen mehr Wert, ob halt die Visibilität, dass sie halt hier Marketing an die Richtung echt aussteuern. Ich meine schon, dass die Richtung größtenteils aber dann den Ausschlag gibt, ob sie das sagen oder nicht. Ich meine, dass Social Media halt effektiv nicht unwichtig ist. Also, Ich kann mir vorstellen, wenn ich einfach so böse vergleiche mit uns, das ist eine andere Sache. Wir leben ja durch als durch ein soziales Reso als Podcast. Aber das so, okay, wie viel Zölle da, wie viel Zölle macht da, das sind so die Sachen. Parallel natürlich auch so wie kredibel als der Plattform ist so, und da ist da ein bisschen der Vergleich gemacht mit wie die Leistung ist so der Produkt-Podcast, wie professioneller, wie gut das den. Mit anderen aber auch direkt so Zahlen von Social Media bei uns. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Spruch immer mehr so geht.
Ja, also gehe halt Sportler, die halt ein bisschen beides waren, also Influencer sind und halt dann Sport machen. Und ich meine, die stehen halt eigentlich besser da, wie halt Leute, die so ein Instagram brauchen nicht. Ja. Für den Anfang die beste Sprinterin. Könntest du weil du rausstichst? Hängt davon ab, was du da konsiderierst, also auch Olympiameisterin, Weltmeisterin, halt die Sachen. Du musst also eine Person geben, wo du siehst, wow, das ist wirklich, hat gewinnt bei immer. Könntest nicht so ähnlich. So Usain Bolt. Am Frauenbereich Männer, also so, weil du ein Rajoren, wo eine Jamaikanerin dominiert wird, mir sehr es auch schon, ja, nämlich so die allerjüngsten, ich meine, sie doch 1 oder 2 Kinder. Und hat sie viel Sohn damit gemacht? Ich meine, die leben effektiv just davon. Ja, sind dann eben Deals machen, also Kleider machen oder ganz andere Sachen, die halt dann hier leben, finanzieren. Ja. Mehr aber gibt es interessiert, es ist ein Vergleich zu so anderen Sportarten, ob es so vergleichbar, ob es so kannst du drauf kommen oder ob es wirklich einfach so. So Usain Bolt, ja, weil er so ein Phänomen gibt, ja, hinter so rausgestochen. Ja. Aber sonst kann ich nicht so viel leben, außer die pure Sprinter, die Lodo gelaufen sind bei der Olympiade. Geil. Es gibt nicht so viel so Style, und weißt du, so, du gehst just ja, du, am Anfang Usain Bolt ist der gute Punkt, weil ich habe heute gewissen, dass es möglich ist, wenn du den Star denkst, du hinkriegst, wenn du so mit hinkriegst, für einfach so ein Brand zu gehen als Person. Ja, also lebt hier noch davon. Ja. Also hin Ja, lebt lo gut, ja, weil er eben Usain Bolt ist und halt ein mega Star ist und halt so verrückt. Ja, einfach sich verrückt gut verkauft wird. Ja. Also, ich verreden, wie es von sich zu dir stellst. Ah ja, okay, Usain Bolt, ich verreden, wie es das. Und ich meine, das ist halt ein gutes Beispiel, dass man so das schlau lässt. So gut warst und das schlau Talent ist. Du bist auch schon so ein Markenzeichen, selbst hast du das Move. Mit 400 Kursfilmen sehe ich ja immer so, gell? Ja. Hast du da so etwas, hast du immer mit? Du musst das selbst überlegen. Weißt du so? Also, so schwenken. Geil, auf du brauchst selbst USP, du hast was rausstehst. Ich meine, das passt so semi-gut mit meiner Personalität. Das war dann Dinge natürlich, dass du nicht was Cringer forciert. Ich meine, das geht aber sehr in die Richtung. Dass es Cringer forciert ist. Dann wäre es was so live, es war einfach so, insgesamt mehr live als sympathisch. Ja, war auch limitiert, ne? Also das sind dann, ich weiß nicht. 1 Sekunde. Ja, pro Sekunde, bis du dann stehst, so, oh, okay. Die überleben, ich komme noch zu Du hast da schon Gedanken darüber gemacht? Nee, also, ich weiß nicht. Also, dein Management ist auch nicht. Nee, ich meine nicht, das hat man beschreibt. Patrick sagt, du musst doch nichts klären. Ich schreibe ihm meine E-Mail. Ich habe viel gesehen, du hast eine E-Mail-Adresse auf deiner Website, wo ich kann benutzen. Da schreibe ich dein Management. Ja, oder auf Instagram. Wenn ich meine Sprintzeit verbessern, was sind so die Basic-Tipps, die du eigentlich kannst geben? So, weißt du, wenn ich zum Beispiel, ich 15 Sekunden brauche für 100 Meter, für mich so schnell wie möglich auf 14 Sekunden zu kriegen. Ich meine, Technik ist nicht negligible, weil du gewinnst halt wirklich sehr schon gut Zeit, allein wenn du halt plus minus korrekt lebst. Ich kann immer aufhängen und dann vielleicht schon ein bisschen so Plyometrie, Krafttraining zu machen. Okay. So ein bisschen Basics. Okay. Immer, ja. Und ich meine, das halt, ja, doch, das ist wichtig, eben sich anscheinend warm zu machen und doch halt die Basic Love ABC-Übungen ein bisschen zu machen, weil das bereden halt schon darauf, 4 Minuten zu laufen. Also wenn Technik halt ein bisschen stimmt, da kann das schon... Was kann ich falsch machen bei der Technik? Technik ist einfach riecht alles dabei. Nicht so Bein. Ja, du gibst schon ein bisschen mehr komplexe Sachen, mehr, ja. So Basics. Weil du hast so gesagt, diese Leute sprinten, wo so Bein so haben, so... Ja, also ich meine, das ist halt schon wichtig, eben Knien zu haben quasi. Und halt so Mann wie möglich so fest noch Handen zu geheilen. Also die soll halt zum Beispiel nicht wieder den Hände kommen. Dass in echt dann 4 im Körper lebt und nicht so Handen drunten in den drinnen. Echt also schon, ja, 4 im Körper. Auf Fuß muss den so gesagt gehen? Oder so? Auch nicht. Das ist so? echt, nee, das ist echt, dass du
mit dem Mitfuß quasi. Also so die Fähigkeit. So. Aber schon ein bisschen, ja. Also du attackierst halt wirklich so mit vom Fuß. Also den Fähigkeit nie auf den Boden kommen am Sprinten. Ich meine dann noch 4. Also du attackierst an einem Block. Der Fuß ist ja rigid, also fest. Okay. Die bist du schon nicht. Ich komme schon hast beim normalen Laufen, wenn ich schon gerade mein Face mache. Ich denke, was normal lebst, Dann lebst du. Ich meine, Das den kann ich Fähigkeit nicht. nie weg. Mega. Das könnte ich Ich probiere, dann hast du Ja. denkst also drüber nur, und dann machen sie verschiedene Sachen. Probieren sie da, dann probieren sie da, dann probieren sie. Also ich meine, attackieren mit der Fähigkeit ist nie eine gute Sache, egal Okay. wie das. Okay. Gut, das hilft mir schon. Tipptopp. Was du dann so an der Leferwelt, was du da bekannt? So kann also Sprinter nicht. Ja, also in Europa gehe ich mal so schon. Okay. Also, gesagt ja immer nämlich Leute. Mhm. Also im Circuit, wenn du da unter dem reist, was immer plus minus mit den nämlichen Leuten oder halt auch EM, gesagt ja aber so ein bisschen wen aktives und dann, also du kannst es schon in Lande nehmen. Par contre, ich meine, wenn du frisst, den, ich weiß nicht, Steeple lebt, kann gut sein, dass den nicht weiß. So, Was lebt? Steeple oder so. Die Stadt. So wie der Ruben auf der Olympiade, also du lebst relativ weit und dann springst du über die großhölzernen Hürden. Ah. Und dann Dann noch wo der war es Wasser dann drauf. drin? Ah, okay. Ja, ja. Die Stadt Stiepel. Ja. Das nicht noch einen anderen Namen. Nee, ich Nee? meine nicht. Okay. Da sind wir froh. Auf jeden Fall an dem Bereich, ich meine nicht, dass sie da halt wirklich viel Sprinter kennen, außer halt in ihrem Land oder bist du so lernt man eben drin mehr. Ich meine am Sprintbereich schon. Aber vielleicht lehnt ich mir doch ein bisschen zu weit aus der Fenster mehr. Ich gehe mal davon ausgehen, wie wann das so schon der Fall wäre. Und nicht lernen sie dich noch gleich kann. Von der Lernen. Ja. Aber sollen wir den nach Schmack Yes. Und dann noch das Spiel spielen. Du Ja. willst Käse, weißt du? Nee, merci. Was willst du? Schon den. Okay. Film uns mehr der Luxliff. Ja. Super Skier. Ja. Aus letzte Jahr mal. Naja, Füßen sind wirklich schick. Ja. Lustig, nicht Geschmack. Ich will es nicht. Was geht Fan für Skier? Schon, also Proteine sind nicht schlecht als Sprinter. Genau. Und wir müssen halt schon, also ja, Tagesbedarf plus minus ja, erreichen. Aber dann sind so Proteinshakes und so Sachen auch relativ hilfreich. Ja. Auf 400 Kurs musst du etwas Spezifisches essen. Da kannst du. Ja, das hängt ein bisschen halt von der Disziplin auf. In meinem Fall, ich schmecke noch nicht den großen Unterschied. Mich passen halt ab Sachen, sie sind dich gut verdrohen, und nicht immer, ich weiß nicht, Probleme haben oder ja, nicht verdrohen. Ja, so. Kannst du dann essen, wenn du um 10 lebst. So, weil ich kann mich erinnern, ich fand ich mal gekämpft und also ich konnte nicht essen schon so. Von Aufregung ist. Oh. Ja, also die erste Mission zu 4 Stunden für drunter, und dann ist halt einfach noch ganz okay. Also Okay. und schon weiter kein Problem. Also mal ein Spiel spielen. Du hast um 10 gelaufen, was kannst du um 6 noch essen, aber bon. 6 auf Bestand. Ja. Der Lied wäre nach Skills Ja. von der Luxe. Top. Also das Spiel hat man auch schon beim Bob gespielt. Okay. Und geht darum, wir haben 8 Frauen rausgesicht, Celebrities. Und die gehen in die Nähe sollen laufen. Okay. Und du musst so in 100 Meter, und du musst so, wenn du meinst, wie gibt gewonnen. Und da siehst du nur die Waschen raus. Okay. Also die erste Kurs ist Taylor Swift gegen Christine Margeros. Christine. Easy. Ja. Okay. Mein Job gesagt. Und dann zweit Zendaya gegen Simone Biles. Heute hat nicht auch so einen Film gemacht, wo du Tennis. Alibi Tennis gespielt Ja. hast. Das ist also aber sportlich. Und das finde ich groß. Ja. Obwohl, mir das andere ist halt schon. Hat das Ja, 1 Meter Sportlerin. 2 Pferd groß. Ja, mir. Hat halt so mega Star am Turnen. Nee, dann der ja. Zendaya? Ja. Okay. Und dann Mandy Minala gegen Beyoncé. Nee, ich meine die aber. Ja. Ja. Safe. Und Serena Williams gegen Margot Robbie. Serena Williams. Ja. Ja. Du hast am Anfang so einen Bekannten gesehen auf der Olympiade. So,
Nee, mir schon halt auf Social Media gesehen, dass du das Snoop Dogg und ich weiß Das nicht. ist gesehen, auch so Nee. LeBron James oder. Nee. Nee. Ja, ich meine halt nicht, also obwohl doch, das ist super warm, Olympic Village, meine ich. Mir aber keine Ahnung, wie das auch irgendwie möglich ist. Also so, das halt einfach schon kontrolliert und nicht verhindert dann halt so Möglichkeit in den Pass zu holen. Mir bon, das aber dann kompliziert, da einen ranzukriegen, den halt nicht unbedingt selbst so zu sichern. Ja. Ja, mir egal, also ich finde mega witzig schon. Mega witzig, dass sie da von dem gelaufen sind. Dann, ja. Als beim Sprinter von irgendeinem, der so Star ist am Moment. Also so nicht Usain Bolt, mehr so an ihrem Ökosystem, so in der raussticht. Ja, also ich meine, vielleicht kann er mittlerweile den Noah Lyles. Wen hat ja gewonnen? Er Bei den hat Männern. 100 gewonnen und Ja. 200 hat ihn gefehlt, weil anscheinend hatten sie noch Covid, mir bon, das weiß ich nicht. Mehr in das aus dem Kolm auf Piste kommen und mit mega Show gemacht, rundherum gesprungen, wirklich so komplett verreckt. Wie war gemimt, oder? Ja. Ja, und den hat nicht gewonnen. Auf jeden Fall, ich meine, viele Leute kennen ihn, weil er halt so mega extrovertiert ist und ich meine, ihn bringt schon ein bisschen eine Lucht auf den Sport, aber die richtige wäre es wirklich nicht, to be honest. Ich hoffe, There's no nicht bad viele. publicity. Ja, aber kann er nur dem Motto leben, so? Ich weiß es nicht. Wie so schlimm muss ich schon nicht. Ja, keine Ahnung. Also, ich als Außenstehende nun am Anfang mit just Witz fand. Er hat ja auch Beef mit den amerikanischen Basketball. Ja, dass sie eben World Champion Ja. war. Ja, das ist ein bisschen witzig. Mir gut ein bisschen Shade von einem anderen Sprinter, den nicht gesagt. Ja, weil hier kennt nicht so der Star vom Sport sein, weil er ist nicht hart und frisch oder respektlos oder so in der Richtung. Und ja, das war schon ein bisschen witzig, aber. Ja, ich meine, das geht vielleicht auch anders. Mehr, weißt du, so Conor McGregor. Das ist weißt mir du. einfach, wenn du so was Ja, so bekannt zu gehen. anyway. Dann, zweite Runde bleibt dann Christine Majeros gegen Zendaya. Christine. An Mandy Minella gegen Serena Williams. Zweiteilig. Ja, das weiß ich nicht. Serena Williams. Ja, scheinbar. Okay, was, ja. Sorry, Mandy. Und dann Final Christine Majeros gegen Serena Williams. Ich habe Christine noch nie laufen gesehen. Serena, ja. Nicht wirklich. Auch bei dem Ball. Ja, okay. Serena Williams war halt mehr so ein explosiver Sport, aber noch. mein Ausdauer stellt sich die Frage nicht. Ja. Ja, sorry, Christine. Das ist literally dasselbe, was die mir gesagt hatten. Ah ja? Ja, wir hatten Ah, tipptopp. faire Sachen gemacht. Tisch aus den von den mich schwer, also sind da beim Start mit los und da geht die mich schnell. Also stell ich mal das nämlich vier. Weißt du, so, wenn du dann die Maß bist, so am Laufen hast. Ich meine echt schon, also schwer so, weil für sich beim Start bist du halt gut, wenn du explosiv bist, Kraft hast, Muskeln hast und so. Das ist um grob Kind halt nur eine schwere Person, das gut zu kriegen und dann halt Hand raus mit Ja, losgehen. Also ich denke echt schon das so, ja. Okay. Keiner. So, sollen wir auf die Frage kommen? Ja, du hast, also mit dir ganz viele Fragen gestaltet. Du hast dir auch eine Frage ausgedacht, für als Nullausschuss zu stellen, für dass sie können ein Kado gewinnen. Also ich mal, wer hat das als Kado macht? Schon ein T-Shirt von der Letzteer Leichtathletics-Föderation. Wo ist Genau. denn? Wo ist denn dabei? Das ist ein Basic T-Shirt, mit das ist als aktuelle Kollektion. Genau, den Nice. ging ich verspielen. Merci. Aber wie können sie den gewinnen? Was ist die Frage? Genau, wenn froh aus. Also ich ging ja wissen, wo ich weiß nicht, wie viele Manchen bei der Diamond League die Saison gelaufen sind. Waren da eine Reihe? Wie viel waren nicht? Okay, puh. Okay. War das ein Manche? Was ist das? Also eine Edition. Eine Edition. Genau, Okay, was ich. halt eine Diamond League Kompetition. Tisch, wie viel Diamond League Kompetitionen was du machst klar? Genau. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich wollte solo reagieren. Nicht. Ich wollte dann. Ich weiß nicht, wie oft das geschieht mir. 6. Ja, ist schon nice. Weißt du? Nee. Okay. Nee. Und dann haben wir noch eine Frage vom letzten Gast. Das war der Kardinal Jean-Claude Hollerich.
an den hat gefragt, ob du findest, dass die Jung, also es gibt nur eine Rentereform, Okay. er hat gefragt, ob du findest, dass die Jungen sollen dabei können mitschwätzen. Okay. Also schon. Also sehr die Jungen, die dann unter Konsequenzen drohen. Also wäre das meiner Meinung nur eine gute Sache, die halt an einer Hinsicht zu involvieren, zu integrieren und ein bisschen zu froh, wie die das gesehen. Weil Zeit in anderen sich. Also die Leute, die nur an der Rand sind, haben ja halt komplett andere Parcours gemacht, wie halt die Leute, die dann an, ich weiß nicht, ja 20, 30 Jahre an der Rand sind. Schön, gut. Das war auch die Antwort, die ich wollte. Ja. Tipptopp. Was wäre froh, dass du als nächste Gast unbekannterweise? Okay, also ich hätte gerne von dem nächsten wissen, was Sie gingen interessieren und wen Sie gingen gerne heute am Menge Platz gesehen, wissen, welchen Bereich Sie interessant fanden. Und genau, wen die soll probieren. Ich wen so ihren Dramgage auf Gölle froh wäre. Ja. Auf welchem Bereich. Okay, das ist interessant. Gut. Ja. Also, Was wäre dein? Alles, was Sport ist, ist cool. Wieso E-Sport? Wir hatten den Alex Kirch eben, den Bertemes, die zwei. Flavio vom Fastern. Ich vergesse, was noch irgendeinen, den wir vergessen. Wen gehst du da noch wünschen? Ja, also Leichtathletik ist ein Einzelsport. Auch Junges hat man. Ja, das ist doch nach ein Kabello. Ich weiß es nicht. Wir sind als Sportarten so an den Glasmann und dann zu zählen. So mal irgendeinen. Das ist kein falscher Antwort. Kommst du nicht gut erlaubst? Nicht exklusiv, nur mehr einfach irgendeinen von denen, die am Glas sollen sind. Eine Person. Eine Person. Die du vielleicht persönlich kennst. Celeste Mordanti zu den Turnsport ist ein bisschen geklärt, kannst du? Konter hat man. Wir hatten den Konter, Brandenburger. Ja. Ja, hat das dritt genannt, ne? Ja, ein Coupe du Monde. Ja. Ja, nee, das ist cool. Ja. Das sind Profi. Super. Weiter, Mann. So, schon ein paar kleine Fragen. Warst du den schnellste Sprinter zu Lützeburg? Meine Aufrage? Ja. Ich meine nicht, nee. Nee? Nee, ist schon nicht. Wie geht es dann noch? Bei dem anderen? Dann David Wallisch aus mir sehr wichtig. Okay. Er ist aktuell an der Ausbildung an der Armee, also IB. Ja, dafür ist mir sehr wichtig. Okay. Dann Atem den an denen 11 Sekunden. Ja, bestimmt. Also, Ja? ich denke, mir halt unbewusst. Also, Das ist nicht schon trainiert. nee, also ich laufe um Training sehr. Also. Ja. Weil zum Beispiel auch nicht beim normalen Laufen, du kriegst ja so, weißt du, so lang atmen. Ja. Okay. Fair enough. Ja. Und dann, wie warst du so schnell? Als Genetics oder Training? Wie viel aus Genetics am Sprinten? Ja, also das ist schon wichtig. Also Ja. wenn du nicht die Fibren hast, die sehr sind, dann kannst du schön trainieren. Du kannst da kannst du wirklich richtig viel mehr gehen in Werten. Also das wird bis Niveau halt gehen, und dann fehlen halt die letzten Prozent dafür halt dann einen großen Schritt zu machen. Das schmeckt das schon in Deal, aber Genetics, aber den Training ist auch trotzdem wahrscheinlich noch mehr, also ein gutes Stück mehr wichtig wie just Talent und Qualitäten. Und auch wie groß du warst oder nicht? Oder ist das nicht wichtig am Sprinten? Ich Weil mein, mich sind sie groß, ne? ja, das war am Anfang. Ein bisschen von allem. Ich meine, das halt viel, wenn du ein bisschen mehr groß bist. Und nicht riese Lulatsch. Ich meine, dann sind halt so tendenziell ein bisschen unkoordiniert. No shit. Das hilft schon ein bisschen. Also ich meine, wenn es halt mit klein bist, dann also in der Halle mir einfach, weil es halt mir kürzer ist und du musst halt nicht so die riese Fulle haben, für die wieder zu halten. Du brauchst das halt schon für viel, wenn du ein bisschen mehr groß bist. Das ist witzig, weil am Anfang sprinten wir nicht so oft. So als normaler Mensch. So einfach so 100 Meter sprinten. So, ne? Der Bus? Ja, mit so 100 Meter. Weißt du das, meinst du? Nein, nie. Schon die Klosch, um eigentlich zu sprinten.
Ja, ich habe gleich schon plus noch ein really gesehen, die so, dass so auf einem gewissen Alter, weißt du, es war einfach so die Lashka, wo du richtig sprintst. Und das hat dann für den Körper anscheinend so auch gut aus, gesund aus, für uns einfach so Sprint. Gas zu gehen. Ja, Ja, aber dann hoffentlich nicht nicht unabgewärmt oder Doch, irgendwie gib doch einen Training. die du alles sprinten. Wenn er das Teil muss das sprinten. Das Zacker sind nicht so krass. Hast du schon krass Verletzungen? So krass nicht. Ich habe einen Schlüssel weggebracht. Was ist ein Fall? Ja, das war peinlich. Also, wir waren auf so Team-Championships, da sind wir in Staffel gelaufen. Und waren in zweite Selektion mit einer Zahlekippe ever. Ja, ich hatte 15 Jahre, war mega dünn, mega scheu. Und wir sind in Staffel gelaufen und also weißt du, das halt anscheinend schief gegangen. Und das Mädchen, was halt auf mich gewechselt hat, hat erstmal den schlussendlich ans Bikes getrippelt. Also, war genauso meine Schuld, also wirklich Stress. Das ist deine Schuld. Nee, gut nicht. Und da sind wir alle zwei gefallen und ich bin auf meine Schulter gefallen und dann hatte ich meinen Schlüssel weggebracht. Und meine Eltern haben das live auf eures Buch gesehen. Oh nein, wieso? Kann man die Clip kriegen? Und das auf YouTube. Ich so nicht wieder gefallen. Doch, please. Wenn war das? Was da? 2015. Bei was? Also European Team Championships oder nee, European Games European Games 2015 Team. zu Baku. Women's. Voilà, viel Spaß. Ich will kein Meme lieber und klebt. Du warst einfach auf der Laufpiste gefallen und da hast du irgendwie für deinen Schlüssel wegzubrechen. Ja, aber ich war mega dünn. Ja, aber das geht doch sehr geil. Also, Ja. wie viele Cyclisten und Schlüssel gebraucht an ihrer Karriere. Ja, aber du fällst von uns vom Velo. Ja, aber ich bin gesprint, ne? Ja, okay. Das ja, aber ein fair. bisschen Ja, ein ja. Vitas und halt wirklich so direkt Ja, auf klar, effektiv. Schiller, ja. Ja, sauer. Wo kann es bei dir nach Rico meistens an deiner Karriere? Also, wo hast du dein Peak meistens? Du wärst los, so noch 90% im Peak oder hast du noch so viel zu hören? Oh, das ist schwer zu sagen. Ja, Also schön. schon viele Sachen, die halt so semi-optimal sind. Ja. Das heißt, allein am Kopf bisschen. Muss ich so gehen. Halt so manchmal selber so ein bisschen Limiten. Und das ist halt ein großes Defekt. Mir war das- Genre, dass du zu humble, also nicht genug Confiance hast, oder was? Ja, und meinst du, traust mal Sachen 100%ig so. Okay. Mir, ich weiß nicht, ich fand das immer mehr einfach, wenn du halt eine Person hörst, die das schon gemacht hat. Und das noch nie Ja. mehr sehr gelaufen ist. Das heißt, schon kein, wo ich mal so ein easy, ich kann das doch machen. Das heißt, ich muss mal erst selber dann so ein, nee, Geht das noch nie in kannst der halt- Grafik, bist du? So, Zuzubruch. Also den ich Ah, persönlich ja. kennen zum Beispiel. Genre, dass du dir als Mentor oder Mentorin Ja, hast. zum Beispiel. Das oder Und dann halt. denken wir im Fall, dir schon eine Person, die es kannst, die mich sehr lebt. Klar, also mit schon Europa, ja. Und was Mehr. oder kannst du so ein. Ja, okay. Aber das ist so, aber die kommen aus Frankreich und das ist. Das ist halt aber anders, das. Weißt du, so, boah, okay, das ist blöd, sich zu limitieren, ob Lützeburg, sind ist Lützeburg, ich komme aus Lützeburg und so weiter. Mir heißt es eigentlich auch nicht aber dann mehr kompliziert, weil du halt nicht die Leute hast, die DW gehen oder gegangen sind. Mhm. Dafür müssen halt die Leute, die das lo machen, Und du halt warst die Pionier, Person das ist sind. noch mehr. Puh. Oh Gott. Nee, ich habe mir da effektiv auch abgeschrieben, für das Lützeburg am globalen Bild vom Sport, weißt du, so, wie du siehst, sind wir noch so ein bisschen mehr so klein Lützeburg, so ein bisschen live und noch nicht so wirklich da. Oder also, weil ich finde auch das Gefühl, so mit dir, mit den anderen, so, dass man gerade so auch können mithalten. Ja, also ich meine, das am Gang zu ändern. Vielleicht ist das doch halt just an unserem Domain, also an der Athletik, dass Leute so gesehen, dass es viel geht und dass wir gute Infrastrukturen haben, gute Trainerinnen haben, halt eben Möglichkeiten haben, für halt gut zu gehen. Ich meine, da das so kommt, klar. Wer dann andere Sportarten das weiß ich nicht. Ja. Mehr ich meine, dass es in die richtige Richtung geht. Aber das ist auch noch interessant. Was müsst dann noch zu Lützeburg ändern, für das Lützeburg genauso viel wäre wie Frankreich, wie Deutschland? Frankreich ist gar nicht so. Oder egal. Jamaika. Jamaika. Ich meine, das fehlt Mentalität so Das von ist der, okay. von der wie sind das, Gesellschaft. Gesellschaft. Also ich meine, es sind aber viele Leute, die daheim ein bisschen gepusht gehen, so ja, du musst ein Lycée, du musst alles gut, du kriegst ein gutes Mention, dann gehst du etwas Krasses an das Ausland studieren und dann warst du fort. Wenn du dann Sport gemacht hast und du warst am Sportlycée und du gehst dann trotzdem fort, dann warst du halt ein bisschen, du warst immer den Ausländer,
wo dann Trainerin nicht unbedingt dann halt ihren kompletten Effort draufstehe quasi. Und da tun ich mir halt selber gedacht, dass ich halt nicht wollte fortgehen und dann halt so vielleicht Männer konsideriert sind wie halt andere. Also ein bisschen als Trainingspartner einfach konsideriert sind. Aber wieder ich halt zuletzt trainieren, ist halt anders. So. Mir anschwingen, du hast zuletzt einfach Männer Leute. Das möchte ich auch so viel aus. Weißt du, so an, keine Ahnung, Frankreich gehen so viele Leute, du musst... Frankreich ist nicht gut. Ja, mir egal, wie du. Dann hast du den nur als Besten. Ja, nee, ich verstehe das auf alle Fall. Ich habe mich gefreut, ob es noch so mehr so institutionelle Sachen kennt, in anderen Genre, mehr Suchen an den Sport gepumpelt, mehr Gebäulichkeiten, mehr XYZ, mehr das Schulsystem ist anderen oder so etwas. Ja, also ich meine, das war lo halt schon gut, also dann der liebste Kussel, Cook, den Jenes und so, das ist alles tipptopp. Also ich meine, wir haben mal von den besten Infrastrukturen für das Trainieren wirklich einen großen Umkreis. Ich meine, wenn das mit Amerika vergleicht, ist vielleicht noch ein bisschen ein Stück drin, aber lo wirklich so Großregionen ein bisschen drüber raus, Mensch, können wir es so absolut gut nicht beklagen, wirklich nicht. Und auch eben von den Servicen, die man können halt also von man können profitieren, halt, wie gesagt, die vom Liebs und so weiter, können wir es wirklich nicht beklagen. Das ist einfach nicht viele Leute, die wir ausschlagen. Vielleicht müssen wir an der Primärschule mehr, weil vielleicht geht es nach den über gut gewesen, das ist nicht klar vergangen. Vielleicht müssen du mehr promoted, also mehr so vom Dingen sehr nicht, ob es noch viel keine anderen. Ja, also du musst halt gucken, was du davon erleben kannst. Ja. Das ist halt schon wichtig. Ich meine, wenn du dann hinkommst, so, hey, Eltern, ich will gerne Profisportler gehen, den muss mich während x Jahren finanziell unterstützen. Ich meine, da sind sie auch so, sorry, nee, mach lieber da und das. Gehst du nicht unter Armee? Ja, also wo ich am Lycée war, wollte ich halt trotzdem als ich studieren. Also ich wollte halt aber in Zweitstandbein haben. Und dann war eben noch Covid und so, das alles ein bisschen nicht unbedingt so einfach gemacht. Und meine Schwingen sind halt auf einen Punkt gekommen, wo ich nicht unbedingt will halt dann die Main Pause machen, für die Ausrüstung zu machen. Ich meine, das ist eine gute Sache, klar. Aber ich bin halt auf dem Niveau gekommen und ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das am Punkt der Performance, wenn man schlagen, dann X-Men verlieren, vielleicht nach mehr Zeit verlieren, weil du dann nicht von null musst anfangen, aber du trainierst halt dann nicht mehr so, wie es gewinnt was. Und ich meine, dass das halt in meinem Fall persönlich nicht der richtige Weg für mich ist. Aber bon, ich meine, trotzdem, das ist eine gute Sache. Ich meine, dass allmählich halt viele Leute das auszuleben, was sie anders vielleicht gehen könnten. Vielleicht wäre dieser mentale Klick, den er fehlt, dass du selber noch kannst du mal im Rucksack klar. Ja, vielleicht. Boah, willst du noch irgendwas so an deine Fans? Ja, was ist der Massage als Audience? Sollen sie mir laufen gehen? Sprinten, direkt. Film den Job für uns Sprinten. Mitverein muss nicht Athletik machen, das ist der beste Sport, aber nicht mal geil. Mitverein soll das machen, was du willst machen und dann hoffentlich sieht aus Mitverein froh schon an eine gute Balance zwischen den verschiedenen Aspekten am Leben, genau. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, dass du dabei bist. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.